sind einmal zwei Frösche. Der eine hat in Kyoto gelebt und der andere in Osaka. Und einen Tag hat der Frosch von Kyoto sich gedacht, ich will mal wissen, wie die Küstenstadt Osaka so aussieht. Und der Frosch von Osaka, der war gewundert, wie Kyoto echt so ist. Und der Zufall hat es wollen, dass beide Frösche am gleichen Tag sich auf den Weg gemacht haben in die andere Stadt. Zwischen diesen zwei Städten ist ein hoher Berg gestanden. Mühselig haben die zwei Frösche sich den Berg drauf geschafft und sind zuoberst oben aufeinander getroffen. Sie haben sich freundlich begrüßt. Da sagt der eine Frosch, ich komme aus Kyoto und ich reise nach Osaka. Und der andere sagt, was für ein Zufall, ich komme aus Osaka und ich reise nach Kyoto. Da haben sie gerade mal lachen. Sie sind im Gras innen abgesessen und haben sich zuerst mal ausgeruht. Nach einer Weile sagt der eine Frosch, du, ich habe eine Idee. Wenn wir uns Bauch an Bauch aneinander aufrichten, dann sind wir doch viel grösser. Dann sehe ich am Ende vielleicht sogar in deine Stadt und weiss schon, wie sie aussieht. Der andere sagt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Dann haben sie sich auf ihre Hinterläufe gestellt und haben sich Bauch an Bauch aneinander aufgerichtet und sich aneinander festgegeben. Und so sind sie gestanden und haben geschaut. Nach einer Weile haben sie sich enttäuscht wieder losgelassen. Weil der Frosch von Osaka sagt, du, also, deine Stadt Kyoto sieht genau gleich aus wie mein Osaka. Und der andere sagt, ja, ich finde auch, dass deine Stadt genau gleich aussieht wie meine. Ja, in dem Fall hat es ja gar keinen Wert, dass wir die lange Reise unternehmen. Dann ist es doch besser, wir gehen wieder heim. Jetzt haben aber beide Frösche nicht daran gedacht, dass ihre Augen ja auf ihren Hinterköpfen sitzen. Und so hat der Frosch von Osaka nur seine eigene Stadt angeschaut und der Frosch von Kyoto hat auch nur sein Kyoto gesehen. Aber sie haben sich wieder höflichst voneinander verbeugt und sich verabschiedet. Der Frosch von Kyoto ist wieder zurückgereist in seine Stadt und der Frosch von Osaka auch wieder zurück. Und sie haben nie mehr von dort weg eine Reise in die andere Stadt unternehmen und haben allen erzählt, was sie getroffen haben, dass Kyoto genau gleich aussieht wie Osaka und Osaka genau gleich aussieht wie Kyoto.